Und endlich geht's weiter hier bei Pokémon Delta, dem Omega-Rubin-Abenteuer. Hi, Freunde, willkommen zurück. Hier wieder mal in Wurzelheim. Ach ja, letzte Part schon ein paar Tage her. Und was haben wir nicht alles erlebt mit dem explodierenden Mond, man dann gesagt. Nee, ist nicht mal Majora's Mask, sondern dem explodierenden Meteorit. Nö, auch nicht mehr, dankeschön. Und ja, wir haben immer noch quasi ein Team, glaube ich. War von dem her ein cooles Poki, kein Problem. Aber will ich ja nicht trainieren. Von dem her, Tschüssikowski. Und jetzt unser nächstes Ziel, tja, ein paar Dinge gibt es noch zu tun hier. Ah ja, guten Morgen Michael, du musst echt ganz schön kaputt gewesen sein, du hast geschlafen wie ein Kleinstein. Ich bin ein bisschen größer, hallo. Oh, was vergessen, Mr. Brackett hat das hier geschickt. Das Bootsticket, alles klar. Bootsticket, das war der Weiß, gibt es in Gravelport und Sigersulp Anlegestellen für Fähren. Mike, wenn du den Ehrgeiz eines wahren Trainers hast, dann nimm die Fähre zum Kampfresort. Dort wirst du merken, dass man als Trainer niemals ausgelernt hat. Geh mal zurück nach Blütenburg in die Arena. Danke, dass du dich hier mal alles kümmerst, Schatz. Und tschüss. Ja. Ach, dein Vater ist mir vielleicht einer immer nur seine Arbeit im Kopf. Er soll sich, ja. Die mal ausholen, viel cooler für ihn und für uns, ja. Die Scheidung steht bevor. Hilfe, Hilfe! Was ist schon los? Hilfe! Was denn jetzt? Professor? Michael, du bist doch... Bitte hilf mir dein Beutel Pokébälle schnell, du kennst ja. Ja, ich kennst du Genüge. Ja, Freunde, so können wir uns einen Starter hier aussuchen. Und zwar einen aus Einal. Hey, entweder das heißt natürlich Serpifeu, Floink oder Otaro. Es spielt keine Rolle, weil wir können uns die 3 Starten ihrer Endstufe mit den versteckten Fähigkeiten ohnehin bereits herunterladen und zwar gratis. Also, wenn ich das hier nehme, spielt echt, wie gesagt, überhaupt keine Rolle. Ich nehme, glaube ich, jetzt einfach mal Ene Mene Mu war. Ene Mene Mu und du bist eher unredlich dus. Okay, dann nicht mehr. Ene Mene Mu und du bist eher unredlich dus. Okay, dann Floink. Ein kleiner Merksatz noch aus meiner Kindheit in Schweizerdeutsch. So. Du mal so ein unglückliches Missverständnis. Das war schon vom Pokémon Zustelldienst, damit einen wilden Masche verwechselt. Obwohl es Paketenhändler trägt, ich Trottel. Ah, ich weiß, das Pokémon, das du ausgewählt hast. Aus der einer Region. Aus Schwarz und Weiß. Cool, wa? Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Tja, das war das zweite Mal. Es gibt nochmal eine fast gleiche Szene, ist um einiges witziger. Wenn wir nochmal einen Starter-Pokémon auswählen können aus einer anderen Region, das geht allerdings erst, nachdem wir die Pokémon, die wir ein zweites Mal durchmachen. Auch das machen wir natürlich noch, aber nicht gleich direkt jetzt, sondern ein bisschen später. Also erstmal mit der Ehrenflöte davon losstarten. So. Mega Power! Ach, es ist ja so schön. Aus dem ja genau den Pokémon noch fangen, müssen wir auch noch machen. Oh, vorne sind noch ganz viel zu tun. Wobei eigentlich nicht mehr so für den Omega-Rubin. Hier gibt es echt nicht mehr viel. Dann gehen wir doch schon bald rüber zu Alpha Saphir und werden dort noch einen Pokédex komplettieren. Da sprich ein Höhendex. Und was gibt's sonst noch? Wettbewerbe gibt es noch zu tun. Geheimbasis, Such DVs, Kampfresort noch 2, 3 Dinge. Oh, wobei ob wir das noch hinkriegen. Naja, das spiele ich vom Können her, weil alles andere wäre eigentlich zeitlich her kein Problem, wie gesagt, vom Können her. Oh mein Gott, wer kommt denn hier? Ein Ohr-Doch. Oh doch, oh doch, oh doch. Klimaschutz. Und tschüss, Mann. Ja, Rayquaza, du bist schon stark genug, Kumpel. Also muss ich nicht mehr trainieren. Eine Top-Genesung. Sehr schön. Zick. Ein Mini-Pilz. Auch nicht schlecht. Aber ich mal sagen, genug davon und wieder los Richtung... doch Hafen war.
Und dann ab zum Kampfresort. Hier geht es wohl eher weniger. Ui. Ich bin viel zu schnell. Oh yeah. Und Sturzlandung. Obwohl er Buch langsam, wie es aussieht. Oh oh. Elegant gemacht. Hey, ich will da lossegeln und zwar zum Kampfresort. Komm schon. Wenn ich bitten darf, hier. Du kannst an Bord. Wo soll die Reise hingehen? Kampfresort. Jo, dankeschön. Komm an Bord, wir legen bald ab. Da fehlt mir gerade auf, dass mit dem Schiff fehlt uns auch noch, wa? Weil vom Schiff kann man auch noch ein paar Kämpfe machen. Jo, fehlt auch noch. Das machen wir später. Die Magwa? Oh, Maike, da bist du ja. Ich habe auch so ein Ticket, ja, cool, war. Das ist alles das Kampfresort. Im Paradies nennen sich nur eine Handvoll erlesener Trainer versammelt. Ich bin schon total aufgeregt. Komm, lass eine Erkundungstour machen. Ja. Eine Handvoll erlesener Trainer, das ist nicht lache, ey. Achso, Adrian, wir zählen auf dich. Das Krachenskipper. Kein Thema, jetzt hat doch jetzt lange Stellung verstanden. Sorry, ich dachte, es war rechtzeitig aus, hätte mir rücksicht auf ihre Alte nehmen sollen. Hey, Entschuldigung. Wie er durch alle Dramen so durchmarschiert ist, ich glaube, er sagt, oh, auf unser Alter. Der tickt aber nicht mehr ganz richtig. Seine Portion soll man die Augen aufmachen und sich eine gute Hornbrille besorgen. Eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens. Das Rotzlöffel hat völlig frei nach Schnauze geredet. Tja. Die Erziehung lässt sich vermissen. Hat er dieses Kind da? Ja, sieh mal an, du bist auch das Ball, das Team Magma und St. Groden aufgehalten hat. Wenn wir uns jemand treffen würden, naja. Von den Quellgeistern neben gehört etwa zu dir. Wir haben ihn so nur kurz gesehen, aber der sah stark aus, der ist nicht ohne. Ich kämpfe bekomme später mit auch Witzfiguren zu tun, aber recht. Wieso darfst du hier kämpfen? Du hast weder einen Arena-Orden noch aus der Top 4 besiegt, du hast nur Scherereien angestellt. Dass wir ein bisschen in der Welt leben würden. Mit Leuten abgerechnet. Du hast es geschafft, genug zu legen, seine Kraft und den Angel zu reißen. Ja, alles auf 4 halt. Da würde ich auch gerne mal hin, wenn es eine Welt gäbe. Das könnte lustig werden. hätte, wäre, wenn gefasst. Ja. Komm, schau schon ab, ich will endlich mal fighten. Wolfgang! Als Skipper! Ein Tohaidonit! Dankeschön vom Skipper, so via Skipper. Das ist ein Geschenk vom Skipper für dich, ist klar, Mann? Jetzt mal warten, bis meine Pokémon zu einem Team abreagieren können. Man sieht sich. Ciao, Skipper. Das Leuchten in den Augen. Tja, so ist er halt. Jetzt mal gleich und einen Trainer mit Potenzial entdeckt hat. Was mag ich so auch nie. Tschüss. Tschüssikowski. Und du? Du bist mir vielleicht einer. Das ist total was, was ich auch ohne kann. Das ist immer Kilometer weit gegen den Wind. Na komm schon, wir gegen noch antreten. Oh, Menno. Das ist doch fies. Ich will gegen sie fighten. Und was gibt's hier noch Schönes? Ja, Mann. So, jetzt aber. Ein Top-Äther. Ja. Was noch erwähnen sollte, es hieß zwar gerade eben noch von Heiko bezüglich halt, ja, nun die erlesen trennen uns eine Handvoll Trainer. Bullshit, hier kann jeder Trottel hin. Das wird noch erleben werden. Wow, das ist der helle Wahnsinn. Was seid ihr denn? Ja, sag mal, ihr seid doch bestimmt nur zum Zuschauen hier. Ihr wollt sicher auch mitkämpfen, oder? Mitkämpfen? Wie wird das Kampfresort lassen genau in 2 Gruppen unterteilen. Für die zum Zuschauen kommen sind, zum Mitkämpfen. Und wo genau wird denn hier gekämpft? Im Kampf natürlich, ihr Trottel. Wenn wir fertig anfangen, lang reden zu schwingen, dann darf mal vorbeischauen. Ja, ist cool. Er muss dir alles erklären, Mensch. Das Kampfhaus, war? Man bleibt aus dem Weg, bis später, Mann.
Ja, ja, das Kampfressort ist eine große Insel, die viel zu bieten hat. Vor allem aber auch nicht nur Kampfressort-Kämpfe, sondern auch normale Kämpfe. Perfekt auch zum Trainieren, genau. Also erstmal ins Pokémon Center rein, heilen und dann vor allem mal ganz kurz noch ein paar Kämpfe ausfechten. Weil, wie gesagt, ich kann da ganz gut trainieren. Es gibt, glaube ich, etwa 5 bis 6 Trainer um Level 60 herum. Deswegen kann nur gut sein Pokémon noch ein bisschen hochstufen und so. Und das werden wir natürlich auch noch machen mit unserem Team hier. Was? Aha, das ist mal durchgespielt. Noch Hintergrundmotive, cool, dankeschön. Die sind alle noch auf Alpha Saphir, keine Sorge. Jetzt muss man mal gucken, was mache ich jetzt genau. Erstmal muss Rayquaza raus. Hier in die legendäre Box. So, dann haben wir Deoxys. Mit dem Trottel machen wir das gleiche. Da fehlt noch Irachi, aber das ist ein anderes Thema. Die Irachi, oder wie man es immer genau aussprechen mag. Dann haben wir die noch. Okay. Stolos kommt wieder mal ins Team, sonst verliert noch komplett alles. Wobei schon stark genug ist eigentlich, wa? Wem fehlt noch ein bisschen Training, Freunde? Oh, euch vor allem, wa? Milotic fehlt sowieso noch der Eisstrahl, wobei ich noch am Überlegen bin, für was. Das Siedewasser, sowieso eine starke Attacke. Kraftreserve ist ja Pflanze, kann auch nie schaden. Toxin genäht, okay, behalten. Naja, mal gucken. Erstmal kriegt es den Eisstrahl und dann, würde man sagen, können wir noch bis auf Low ein bisschen trainieren. Ich möchte aktiv trainieren, weil passiv trainieren sowieso alle. Zack, zack, zack. Ja. Hallo, dankeschön. So. Jetzt geht's doch wieder voran. Eisstrahl für Kai. Und was verlernt denn der Gute? Naja, ein bisschen Kraftreserve. Haben wir Eisen, Wasser, gut, Toxin zum Nerven, Genesung sowieso und dann noch mit der richtigen Fähigkeit, was er sowieso hat, und dem richtigen Item, was noch später kommt, wird das schon ein ganz cooles Poké werden. So, was haben wir also alles noch Schönes? Starke, die richtig stark sind und reich sind. Ja, genau, eigentlich können sie auch einkaufen. Ey, so fies. Natürlich ein guter Hinweis fürs reale Leben, weil das ist natürlich ähnlich, war. Was genug Kohle kannst du überall einkaufen, haha. So, was will die noch? Mit hergekommen ist so. Was willst du, Opa? Inzwischen zu allem gegen Nachwuchs zu gewinnen. Deshalb wird der Ruhestand getreten. Hahaha, geil, wa? Ja. Nun übrigens, genau, hier können wir in unser Pokémon neue Attacken beibringen. Zum Beispiel Logo nach dem Donnerschlag. Machen wir uns aber nicht, weil erst brauchen wir GP dafür und zweitens lohnt das eh nicht, weil Logo ist ein, sowieso nicht so stark wegen Wesen, DVs etc. etc. Deswegen lasse das und tausche nachher sowieso wieder auf Alpha Saphir rüber für die Box. Genau. Dann habe ich halt wie gesagt ein paar Attacken. Gegen GP, Drachenpuls auch, Nassschweif, Samenbomben, ja, sind teilweise auch noch echt coole Attacken dabei. Himmelsfee, gut, auch eher weniger. Power Punch, Delegator vielleicht. Kraftkoloss, nee, auch nicht. Nahkampf wäre cool. Egal, Mann, was hat der noch anzubieten? So, ist ausgefallen, Statusattacken, okay. Der nächste in der Runde. Wir wissen alles. Natürlich Tarnsteine, eine ganz geile Attacke. Eissturm, Elektronetz, ich glaube vor allem für Doppelkämpfe Eissturm. Das kann auch nie schaden. Super Training teilnimmst und einen Weg finden. Jo, das ist natürlich unbedingt wichtig hier. Weil Trainer sind hier an Kampfresort schon noch sehr, sehr stark und ohne richtige EVs, sondern natürlich DVs und Taktik sowieso. Ist das alles nur für den Arsch. Jetzt haben sie ein Stück gewonnen mit dem Knackrax. Sehr schön für sie. So, Freunde, ganz unten mit der noch quatschen. Viele Menschen definieren sich über ein schönes Gesicht und ein pralles Jahreseinkommen. Pralles. Von Frauen eigentlich eher das ein prallen Hintern, aber okay.
Er ist ein Mann, der was einen Pokémon-Kampf drauf hat. Testosteron-Fan. Ja. Da müsste ein Schwarm aller Frauen sein. Gut. Und die werden natürlich gegen uns fighten. Und sind mir vielleicht nicht an, wenn es um Pokémon-Kämpfe geht, habe ich einiges drauf. Mein Lieblingstyp ist Pflanz, was auch sonst. Bereit für einen Kampf? Jo! Genau, wie gesagt, es gibt hier ein paar Trainer, ich glaube 5 oder 6 insgesamt. Jeder von sich hat sich auf einen bestimmten Pokémon-Typ spezialisiert. Also du kannst ein starkes Pokémon nehmen, zum Beispiel jetzt hier für Pflanzen halt ein Gift-Typ oder irgendwie ein Eistyp, wie auch immer. Und ein paar schwere Pokémon mitnehmen zum Trainieren und so, oder hochleveln halt. Und das ist dann natürlich schon eine ganz geile Variante. Der Eisstrahl! Ja. Keine Chance gegen unseren guten Kai. Alter! Und kriegen ja noch nix, okay. Kokowai, Myrapla, Kokowai. Entschuldigung. Das sind noch die Pokémon-Filme, vor allem die. Das war aus dem ersten Film, war? Das zweiten? Ich glaube, das ist im zweiten. Das hat es mir irgendwie hinten eingenistet. Also im Hinterkopf, nicht im Hintern selbst. Okay. Bisaflor, Bisaflor. Los geht's, Miwenia! Zeit für die Mega Evolution. Ach, Miwenia, ey, der Last Story. Ich will endlich wieder der Last Story zocken. Ja, aktuell bin ich sowieso irgendwie auf einem totalen Rollenspiel-Hit. Ich hab natürlich Rollenspiel und Strategie. Ich hab total Bock, also echt krassen Hype auf. Hallo, hat's überlebt, krass. Einen krassen Hype. Oh, Hilfe! Darf ich dir von Sven erzählen, dankeschön. Einen krassen Hype auf Fire Emblem und The Last Story, also bei Fire Emblem vor allem auf den 9. Teil, den mit Ike vom Gamecube. Wobei das Fire Emblem Teil wäre sowieso blind, aber naja. Nee, war auch nicht. Das ist ein starker Tagname für das Set, ziemlich ungeeignet. Holt auch noch. Ja, seht ihr, können eigentlich bereits 3 Pokémon trainieren, wa? Tentantel, da ist ja Pflanze, Stahl. Uff, was machen da am besten? Eis ist doof, weil mit Eis kannst du, mit Stahl kannst du da ganz gut Eis knacken. Elektro mit Volt wäre auch nicht so gerade die beste aller Ideen, weil einmal eigentlich fast das vernünftigste. Nee, Tommy muss das machen, weil Elektro bringt sowieso nicht viel. Eis, wie gesagt, bringt auch nichts, wenn wir normalen Schaden machen. Gift bringt sowieso nichts, weil es ein Stahl ist und ist nicht gegen Gift anfällig, also deswegen muss er so machen. Feuerfeger, Kumpel! Naja, Tentantel, ein Pokémon 6. Generation, was gerne noch in Strategiekämpfen eingesetzt wird. Ein Tangolos. Das muss doch jetzt eigentlich, versuch's mit Volt. Also mehr Bock haben mit Miwenia, aber ist mir schon ein bisschen zu sehr angeschlagen. Man, die ist natürlich eher, Entschuldigung, Name ist natürlich weiblich, aber ein anderes Thema. So, der mächtige Eishieb. Auf die Schnauze! Ja, er wusste doch. Eine hohe physische Verteidigung. Und dann jetzt der Sau auch noch, aber nicht viel. Gut, könnte trotzdem klappen. Weil ganz ehrlich, was soll der überhaupt gegen uns machen? Oh, ich bin keine Wäsche! Oh, Alter! Gras fällt mit frischen KP von Pflanz-Pokémon auf. Hä? Ich bin confused. Total confused. Dongolos. Und dann bereit Level 69. Du bist wirklich richtig stark, Mann. Total cool. Ja, dankeschön. Also gesehen, Mann, ich bin total cool. Übrigens, gegen diese Trainer hier im Kampf kann man täglich einmal antreten. Wie gesagt, deswegen ganz geil zum Trainieren. So, jetzt natürlich hier weiter. Machen wir aber erst den nächsten Part, muss also Pokémon heilen gehen. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Und dann, wie gesagt, im Kampfresort noch, denke ich, sicher mal 1, 2 Kämpfe noch angucken.
Dann aber die legendäre Pokémon, weil sonst generell bin ich hier noch ein bisschen zu schwach auf der Brust, um da mit unserem Team groß durchzukommen. Sprich, der Kampf ist so ein Hauptteil. Und auch gegen die ganzen Top-Herausforderungen antreten und so, das werden wir dann alles erst auf Alpha 4 machen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal hier im Kampfresort vom Pokémon Delta. Ciao zusammen.